Schreibe an den Leiter der Gemeinde in Thyatira. Dies sagt dir der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen glühen und dessen Füße wie flüssiges Golderz glänzen. Ich sehe alles, was du tust. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich weiß, dass du dich in deinem Dienst für andere aufopferst, und ich kenne deine Geduld. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen diese Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Gläubigen zu einem zügellosen Leben und ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Diese Frau hat genug Zeit gehabt, ihr Leben zu ändern, aber sie weigert sich, umzukehren. Darum wird sie nun im Krankenbett für ihre Untaten büßen. Und alle, die sich mit ihr eingelassen haben, werden ebenso Schlimmes erdulden müssen, wenn sie nicht bereit sind, sich von ihr zu trennen. Ihre Kinder werde ich dem Tod ausliefern. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass ich die Menschen durch und durch kenne, selbst ihre geheimsten Gedanken und Wünsche. Und jeder wird den Lohn von mir bekommen, den er verdient. Allen anderen in Thyatira, die der Irrlehre nicht gefolgt sind und sich auf diese sogenannten tiefen Erkenntnisse über den Satan nicht eingelassen haben, will ich keine zusätzlichen Lasten auferlegen. Haltet nur unerschütterlich an dem fest, was ihr habt, bis ich wiederkomme. Denn wer durchhält und das Böse besiegt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt und handelt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Mit eiserner Hand wird er über sie herrschen und sie zerschlagen, so wie man Tongefäße in 1000 Stücke schlägt. Und wie mein Vater mir Macht und Herrschaft gab, will ich sie auch jedem geben, der im Glauben fest bleibt. Zeichen dieser Macht soll der Morgenstern sein, den ich ihm schenken werde. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Gell, das ist wirklich ein schwieriger Brief, den wir da jetzt gehört haben, von der Lea vorgelesen. Sein Schreiben an Thyatira. Und ja, da kann man sich vielleicht denken, wieso will jetzt der über den Brief reden? Was da drin steht, das geht doch uns überhaupt nicht an. Das mag zu einem grossen Teil stimmen, und trotzdem glaube ich, ist es eben Gottes Wort. Und Gottes Wort hat immer etwas für uns parat. Immer, wenn wir mit offenem Herzen da sind. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das so ist. Zuerst möchte ich ein bisschen eine Einführung machen. Eine ganz kurze Einführung über die Offenbarung, einfach 2-3 Worte sagen. Und dann im Speziellen über die Sendschreiben, bevor ich dann nachher direkt auf das Sendschreiben eingehe. Bibel, die Deutsche Bibelgesellschaft, die kann man lesen auf dieser Homepage. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme ist die Offenbarung kein Fahrplan für die Ereignisse am Ende der Zeit, sondern eine Durchhalteschrift für Christen in der Verfolgung. Jetzt kann man natürlich schon wieder fragen, ja, wir sind ja gar nicht in der Verfolgung. Wieso soll jetzt das uns etwas angehen, die Offenbarung im Allgemeinen überhaupt? Ich habe mal eine Aussage gehört von jemandem, der wirklich Verfolgung erlebt hat. Also ich habe es nicht direkt gehört, sondern gelesen. Und er hat geschrieben, er hat Erbarmen mit uns Christen in dieser Welt, weil die Versuchungen, die wir erleben und die Anfechtungen, sind ganz anderer Natur und viel gefährlicher als die sie erleben. Und die Gefahr, dass wir einschlafen, ist viel grösser als bei ihnen. Sie sind so abhängig von Jesus, dass sie wissen, ohne ihn sind wir komplett verloren. Also ich denke, doch, es hat uns etwas zu sagen.
Was denken ihr, um was denn in der Offenbarung vor allem geht? Wenn nicht um einen Ablauf von dem, was in der letzten Zeit alles soll geschehen, dann sind wir doch ehrlich, manchmal suchen wir dort genau, ja, was passiert jetzt? Jetzt haben wir ja Corona, es gibt Leute, die sagen, das ist ein Zeichen von der Endzeit, oder? Heikel. Aber was denkt ihr? Um was geht es in der Offenbarung überhaupt? Es gibt einen anderen Satz, wo dort steht, am gleichen Ort, und dort heisst, Kapitel 1. das sollte ich bedienen, ja. Dort heisst, die Offenbarung formuliert Bilder der Hoffnung für jene Christen, die in Zeiten persönlicher Anfeindungen ihrem Glauben treu geblieben sind. Lassen wir das nochmal. Die Offenbarung formuliert Bilder der Hoffnung für jene Christen, die in Zeiten persönlicher Anfeindungen ihrem Glauben treu geblieben sind. Jetzt spüren wir, da kommt auch etwas auf uns zu. Ich weiss nicht, ob wir auch schon Anfeindungen erlebt haben, oder? Ich kenne das. Vielleicht nicht jeden Tag. Aber ich will jetzt nicht von früheren Zeiten reden, aber wenn man in die Wirtschaftsmission gegangen ist, hat man oft Situationen erlebt, die nicht einfach sind. Oder ich habe erlebt bei einer Freiversammlung, wo eine Frau aufgestanden ist und uns alles Wüste gewünscht hat. So Sachen gibt es. Also kann die Offenbarung uns da in diesem Punkt weiterhelfen. Jetzt geht es da um Glauben, die in persönlichen Anfeindungen ihrem Glauben treu geblieben sind. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch fragen, was verstehen wir denn unter Glauben? Das ist so ein Wort, das man so schnell sagt. Was verstehen wir unter Glauben, wenn wir von Glauben reden, von Glauben lesen oder über Glauben schreiben? Da gibt es ein Bibelwort dazu, im Hebräer 11, Vers 1, was heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also, wir hoffen auf etwas. Auf was hoffen wir als Christen? Ja, dass wir mal in der Ewigkeit sein bei Gott. Wir hoffen, dass Jesus jeden Tag mit uns ist, dass er uns beschützt und bewahrt, dass er uns Schuld vergibt, dass er uns annimmt, so wie wir sind. Wir hoffen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind, weil wir an Jesus glauben. Und dann heißt es, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist schon eine Herausforderung. Der Glaube macht nur dann Sinn, wenn er an eine Person gebunden ist. Wir sagen doch, ich glaube dir, oder? Oder wir sagen, ich glaube dir nicht. Der Glaube wird nur dann lebendig, wenn er an die Person von Jesus Christus gebunden ist. Sonst man kann irgendetwas glauben. Seit einem Jahr ungefähr glauben wir mehr oder weniger, was in den Nachrichten, in der Tagesschau über Corona gesagt wird. Ich will da kein Urteil fällen. Ich habe aber von einem gläubigen Pfarrer gehört, also von einem Christusgläubigen Pfarrer, dass viel zu wenig Wissenschaftler zu Reden kommen, die etwas anderes sagen über Corona. Aber man merkt, man kann auch beeinflusst werden, man glaubt, weil man etwas viel hört. Oder? Darum ist wichtig, dass unser Glaube fixiert ist auf den, an den wir glauben, dass es nicht einfach nur ein Wort ist, ich glaube so. Und nicht nur eine Worthülse, ich glaube an Jesus Christus, sondern dass es eine Beziehung ist. Unser Glaube an Jesus muss aus einer Beziehung zu ihm entspringen. Sonst ist es reine Theorie und bringt uns nichts. Das deutsche Wort für Glaube kommt aus dem Indogermanischen und bedeutet begehren und liebhaben. Also wenn man das auf Jesus anwendet, geht es darum, Beziehung zu Jesus so leben, dass eben Liebe da ist zu ihm, dass man ihn begehrt, dass er uns wichtig ist. Oder? Und das griechische Wort für Glauben
Ich kann nicht Griechisch, muss ich gar nicht mal sagen. Ich will da nicht bluffen, ich sage es gerade von Anfang an. Aber einfach, ich habe es gelesen, ins Deutsche übersetzt, heisst Treue. Und was heisst Treue? Wir sind treu zu jemandem. Der Ehemann ist treu zu seiner Frau und die Frau zu ihrem Ehemann. Das ist Treue, oder? Also es geht um Treue zu Jesus. Auch da kommt wieder ganz klar Beziehung raus. Wir können nur treu zu so jemandem, den wir kennen, wo wir lieben, wo wir eine Beziehung haben zu ihm. Und unser Leben aus dieser Beziehung heraus gestaltet. Insbesondere die 7 Sendschreiben sind Briefe an die Gemeinde Jesu, in der unsere Beziehung zu ihm angesprochen wird und herausgefordert wird. Jesus, setzt es mal ganz plump und einfach, will, dass unsere Beziehung zu ihm lebt und gestärkt wird und auch geprüft wird, wo es nötig ist. Oh. Der Absender von der Offenbarung und auch von den Sendschreiben. Am Anfang heißt es Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, also Jesus, gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Wenn wir von Jesus lesen, dann bestimmen oft einige Bilder unsere Vorstellung von Jesus. Ihr habt vielleicht einen Film gesehen, den Jesus-Film, oder? Ich weiss nicht, hat er noch von euch einen gesehen mal? Oder man sieht einen anderen Film, wo Jesus drinnen vorkommt und wir merken, das prägt gerade sofort unsere Vorstellung von Jesus. Ein junger Mann, ansehnlich, lange schwarze Haare oder dunkle Haare, freundliches Gesicht, dunkle Augen. Ist doch so, oder? Wenn wir an Jesus denken, haben wir ein Bild von ihm. Oder? Und wir denken, ja, stellt uns etwas vor, wenn wir an ihn denken. Jetzt ist interessant, in der Offenbarung begegnen wir Jesus auf eine ganz andere Art. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir in diesen Filmen sehen. Da kommt jemand scheinbar ganz anders uns entgegen. Aber zuerst in den Versen 4 bis 7 beschreibt der Johannes, wie er ihn dort sieht. Ich kann da nicht nachher drauf gehen, ihr könnt das selber lesen. Erstes Kapitel. Das ist das erste Kapitel. Ab Vers 8 stellt sich dann Jesus, könnt ihr auch selber lesen, ein paar wenige Sachen lese ich noch, stellt sich Jesus dem Johannes selber vor. Und der Johannes schreibt auf, was er gesehen hat, wie er es gesehen hat, wie es ihm entgegengekommen ist. Also ich lese mal den Vers 8. Jesus sagt, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Also da steht nichts von langem Haar, braunen Haar, braune Augen, grosse Statur, gar nichts. Da steht etwas von dem, was er ist und nicht, wie er aussieht. Die Pfarrerin hat einmal geschrieben, aufgrund von dem Vers, Gottes Haltbarkeitsdatum ist nicht abgelaufen. Er ist noch genauso da und es geht jetzt um sein Wesen, oder? Um seine Wirklichkeit. Er ist noch genauso da und aktiv wie vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren. A und O, Anfang und Ende. Der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das ist Jesus. So stellt er sich da vor. Das hat nichts mit, wie soll ich sagen, hübsch und weiss nicht was zu tun, oder? Da geht es um viel, viel mehr. Die Offenbarung fängt also nicht ganz am Anfang, aber ziemlich am Anfang so an. Stellt Jesus an. Das A und das O. Der Erste und der Letzte. Der gekommen ist und wird kommen. Der Allmächtige. Und interessant, im letzten Kapitel lesen wir ganz einen ähnlichen Vers. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Also am Anfang von der Offenbarung, am Schluss von der Offenbarung. Und das ist mal wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Was zwischen ihnen ist,
ist innerhalb von dem A und O, von dem Ersten und Letzten, von dem, was gekommen ist und wird kommen, vom Allmächtigen. Das A und das O, das bildet wie einen Rahmen um all das herum, was wir erleben und werden erleben und erlebt haben. Und das ist einmal wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Im Jesus geht es jetzt einmal darum, dass er der Anfang von allem ist und das Ende von allem ist. Wir haben es mit dem Jesus zu tun. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Also das bildet wie einen Rahmen ums Weltgeschehen herum und auch um unser ganz persönliches Erleben herum. Darum können wir die Offenbarung ganz anders lesen, als wir manchmal meinen, und zittern dabei. Wir müssen nicht zittern dabei, denn Jesus ist am Anfang und am Schluss. Und wir sind gehalten in ihm, dazwischen. Im Kapitel 1, also das habe ich vergessen, die Folie, Jesus ist rundum oder um uns herum. Im Kapitel 1, Vers 11 wird uns gesagt, wer die Adressaten sind. Nämlich die 7 Gemeinden in Kleinasien. Jetzt glaube ich, kommt die Folie, genau. Da hat es einen Pointer drauf, gell? Die 7 Gemeinden sind da daheim. Wisst ihr, wo das ist? In der Türkei. Ist noch interessant. Die Türkei ist eigentlich ein biblisches Land. Ihr seht, da ist der Ararat, Arche Noah. Ich weiss nicht, ob das wirklich, wie es gewisse Leute sagen, quasi eine versteinerte Arche Noah ist, die Luftaufnahme. Oder? Aber die Luftaufnahme gibt es, sei dahingestellt. Oder wir haben hier Ortschaften wie Antiochia, das war damals in Syrien. In Antiochia, ich sage das einfach so nebenbei. Antiochia ist eigentlich der Hauptsitz geworden und der Ausgangspunkt vom Christentum, nachdem das Jerusalem Jesus abgelehnt hat. Der Paulus ist in erster Linie aus Antiochia aus auf seine Missionsreise gegangen. Und in Antiochia hat es einen Haufen Christen gegeben, die haben zum Beispiel auch Geld gesammelt für die armen Christen in Jerusalem, die unterdrückt waren, wegen ihrem Glauben an Jesus. Oder dann haben wir hier Perge oder Attila, das finden wir auch in der Bibel. Wir haben hier Ikonien, Lystra, Derbe, alles biblische Ortschaften aus dem Neuen Testament. Also die Türkei, das muslimische Land, ist eigentlich ursprünglich mal ein biblisches Land gewesen. Ist schon noch interessant, gell? Also, die 7 Gemeinden. Ich habe letzten September auf eine Reise gehen, auf den Spuren des Apostel Paulus. Das habe ich mir gewünscht zum 65. Geburtstag. Und habe dann etwas bekommen dazu. Es gibt 2 mögliche Reisen, eine auf Griechenland und eine in die Türkei. Und ich habe dann mit der STH Basel, also mit dem Professor Thiessen, der hat das organisiert, zusammen mit Kultur, habe ich an die Reise gehen. Wir haben 5 von diesen 7 Ortschaften besucht, die ein Sendschreiben bekommen haben. Thyatira sind wir nicht gewesen. Warum? Weil sie haben gesagt, es sei noch fast keine Ausgrabungen. Und darum sind wir nicht dort angegangen. Wir haben also hier Hierapolis, das ist keine von diesen 7 Gemeinden, aber es zeigen einfach die Ortschaften, die es sonst noch gibt. Wer das kann lesen, ich weiß es auch nicht, ob ihr es lesen könnt. Aber jetzt die 7 Gemeinden, wir lesen es in der Bibel. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den 7 Gemeinden in Asien. Gen Ephesus, gen Smyrna, gen Pergamus und gen Thyatira und gen Sardes und gen Philadelphia und gen Laodicea. Jetzt muss ich gerade schauen, da habe ich gerade ein bisschen verloren. Genau, das sind 7 Gemeinden, wo es gibt Leute, die sagen, die tun eigentlich Christenheit in ihrer Geschichte aufzeigen. Also, sie sagen zum Beispiel jetzt, was Thyatira angeht, da steht Christenheit in der letzten Zeit
da, bevor Jesus wird kommen. Ich weiß nicht, ich kann nicht so viel anfangen damit. Für mich ist einfach wichtig, die Sendschreiben repräsentieren Christen zu allen Zeiten, an jedem Ort. Und darum gehen sie uns alle etwas an. Das ist ganz wichtig. Also wir können nicht sagen, wir sind in Thyatira, es geht uns nicht an. Es geht uns alle etwas an. Wo der Johannes noch das Rauschen gehört hat, das könnt ihr selber schauen, lesen im ersten Kapitel von der Offenbarung, ich lese euch jetzt das nicht vor, hat er sich ja umgekehrt, oder? Und dann hat er jemanden gesehen. Er hat noch nicht einmal gewusst, dass das Jesus ist. Er ist so verschrocken an dieser Gestalt. Ich komme nochmal jetzt auf das zurück. Dass er wie tot umgekehrt ist. Wir lesen, wenn es da dann kommt. Nochmal, nein, das habe ich jetzt schon gehabt. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Jetzt sehen wir, nochmal, ich das nochmal jetzt halt für euch, ich habe so ein bisschen das Durcheinander voran. Jesus erscheint ihm da nicht als der, den er kennt hat, der auf dieser Welt gelebt hat, sondern erscheint ihm da als der erhöhte Jesus Christus. Und im Vers 13 wenn das vielleicht jemand hat aufgeschlagen gehabt bei euch, sonst lese ich es dann schnell im ersten Kapitel. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Da steht eigentlich der hohe Priester Jesus da. Und dann geht es weiter im Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Da stellt Jesus dar als der Richter über seine Gemeinde. Ist noch interessant. Wenn wir zurückdenken an das Wort, wo Jesus gesagt hat, als er in dieser Welt gelebt hat, über das Richter, was hat er gesagt? Weiss das jemand? Das auch nicht Richter. Wie? Das auch nicht Richter. Der Menschensohn ist nicht gekommen, Um zu richten, sondern wie? Um zu retten, wer verloren ist oder was verloren ist, genau. Und jetzt spricht er da seine Gemeinde an als Hohepriester, das ist einmal wichtig, zuerst einmal als Hohepriester, oder? Der für uns einsteht. Aber auch als Richter über die Gemeinde. Wieso will Jesus richten? Wieso ist ihm das wichtig? Es tut ja uns ein bisschen beunruhigen, gell? Wenn wir überlegen, Jesus richtet über uns. Ja? Wir sind seine Brut. Er möchte eine schöne Brut. Sein Anliegen für uns ist ein gutes Anliegen. Es geht ihm nicht darum, uns fertig zu machen, sondern es geht ihm darum, dass wir zubereitet werden als seine Brut. Darum ist wichtig, dass er uns auch als Richter begegnet. Und dann nochmal ein Vers. Als ich mich umdrehte, ich lese das nochmal, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Das ist eben Jesus. 7 Leuchter. Was will das uns sagen? Jesus ist mitten in seiner Gemeinde. Er ist nie weg gewesen. Und es sagt auch etwas aus, und darum nochmals richten, über die Funktion der Gemeinde von Jesus in dieser Welt. 7 Leuchter. Was hat denn der Leuchter für eine Funktion? Wenn ich Licht sein, das Licht Gottes weitergeben, Menschen zu Jesus hinweisen. Und wenn er uns in dem Sinne richtet tut, dass wir den Auftrag erfüllen können, ist es ja etwas Gutes. Oder? Der Hohepriester hat ja immer ins Allerheiligste und ins Heiligtum hineingehen, die Lampen putzen, damit das Licht können scheinen. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre Folgendes passiert: Es hätte sich einfach Rauch entwickelt und die Funktion vom Leuchter hätte nicht mehr erfüllt sein.
Gut, über allem ihnen geht es letztlich darum, dass unsere Beziehung zu ihm geklärt wird, dass sie gereinigt wird, dass sie geheiligt wird, dass sie lebendig bleibt, dass sie erfüllt bleibt. Thyatira. Das haben wir schon gehört, Lea hat das gelesen. Thyatira ist von einem Feldherr, vom Alexander vom Großen, als griechische Kolonie gegründet worden. Die Stadt war ein Vorposten und sollen ein Vorposten sein, der schützen tut gegen Pergamener, die es abgesehen haben, unterstützt von Rom, einzufallen dort. Im Jahr 190 vor Christus ist es dann aber nicht passiert. Die Römer selber haben die Stadt eingenommen. Aber dank ihrer Lage hat sie eine bedeutende strategische Rolle behalten. In dieser Stadt ist eine berühmte Pflanze gewachsen. Von der habt ihr sicher schon gehört. Kappwurzeln. Kennt ihr jemand? Ihr habt aber vielleicht schon gehört von der Lydia. Warum ist Lydia bekannt gewesen? Also, was hat sie gemacht beruflich? Sie war Purpurhändlerin. Und das Purpur, die Farbe, hat man aus den Wurzeln von dieser Pflanze hier gewonnen. Und die ist vor allem in Thyatira gewachsen. Und wir wissen auch, dass die Lydia aus Thyatira gekommen ist ursprünglich. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt in Thyatira, hörte Paulus zu. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. So einfach nur das. Eine weitere Besonderheit von Thyatira war, dass es einen Haufen unterschiedliche Berufe hat, Handwerker, die ihre Zunft hatten, oder man sagt auch Gilden. Also es hat Schuster gegeben, Sattler, Zimmermann, Gerber, Färber, Bäcker, Schmied, Weber, Händler und so weiter und so weiter. Und das Problem für die Christen dort war, dass man nur Geschäfte machen konnte und in dem Sinne Geld verdienen, wenn man an einer so einer Zunft angehört hat. Und wir wissen ja, zu dieser Zeit, die haben ja Götter gedient, die Zünften, oder? Die sind oft zusammengekommen und haben sogenannte Götzendienste durchgeführt. Und das war immer verbunden mit Ausschweifungen, Überbordungen auf jeglichem Gebiet. Die Säbel, von der wir gelesen haben, die hat ja vermutlich nicht so geheissen. Jesus hat sie so genannt. Aus welchem Grund wohl? Weil er auf das Alte Testament verwiesen hat, auf die Frau von König Ahab, Isabel, die das Volk Israel zum Götzendienst, zu Unzucht, Unreinheit, Aberglauben verführt hat. Und jetzt sagt Jesus da, siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, diese Isabel, und die, welche mit ihr herbrechen in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden Kleinasiens werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Was hat es das mit Zünft zu tun, was ich vorhin erwähnt habe? Die Christen haben es sich nicht leisten, mit diesen Zünften in Verbindung gebracht zu werden, wenn sie ihren Glauben ernsthaft haben leben. Und von ihr wissen wir, dass sie, wie es heisst in dem Sendschreiben, dass sie sich am Eigentum Gottes vergriffen hat, indem sie Knecht Gottes, oder in anderen Übersetzungen heisst es Sklave Gottes oder das Eigentum Gottes, an sich gebunden hat und hat verführen zu einem sündhaften Leben. Sie hat also quasi ein Tor geöffnet in die Zünfte hinein. Und wir können uns so vorstellen, wenn man Mühe hat, wenn jemand von uns die Arbeit verliert, hat er ja ein riesiges Problem, gell? Und dort hat man wirklich Hunger leiden, wenn man nicht können
verkaufen oder etwas herstellen. Und das hat man nur können, wenn man irgendwo in so einer Zunft Mitglied war. Die Frau hat sich eine Prophetin genannt. Und es heisst eben im Vers 20, sie hat Gottesknecht oder Jesu-Knecht gelehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Jesus sagt, wer sich erdreistet, sich an meinem Eigentum zu vergreifen, kommt es mit mir selber zu tun über. Es war also eine ganz starke Mahnung an die Isabel und an die, die ihre Gehör sind. Und trotzdem finde ich es fantastisch, dass Jesus sogar dieser Frau die Möglichkeit gegeben hat, Buße zu tun darüber. Für mich ist das ganz wichtig, ein wichtiger Hinweis, es gibt keine verlorenen Fälle, wo man einfach aufgeben dürfen. Wenn ein Mensch auf Irrwege kommt, wir dürfen nicht aufgeben. Es ist immer noch eine Chance, da Buße zu tun und umzukehren. Raum für Buße und Umkehr. Das ist eigentlich die Bedeutung von dieser Strafandrohung. Jesus hat wollen, dass sie Buße tut und umkehrt, zu ihm zurückkommt. Und die ihr nachgefolgt sind. Die Isabel hat sich als Prophetin ausgegeben. Sie hat gesagt und gelehrt, sie wüsste, wie Satan funktioniert. Wie weit dass man gehen darf, ohne dass es gefährlich wird. Ich nenne das Besserwisserei. Sich über Wort Gottes stellen. Sich über die Wahrheit vom Wort Gottes stellen. Und es erinnert mich ein bisschen, also sie hat gesagt, ein bisschen Sünde und Unzucht und Mitmachen ist ja nicht so schlimm, oder? Wenn man in diesen Zünften ein bisschen mitmacht, das ist ja nicht so schlimm, oder? Das ist eigentlich das Problem von der Isabel und derer, die ihr nachgefolgt sind. Es erinnert mich stark an den heutigen Zeitgeist, wo einfach alles möglich ist. Keine Schamgrenze mehr da ist in Bezug auf Aberglauben und Unglauben. Ich kann hingehen, wo ich will. Überall finde ich so, zum Beispiel so Buddha-Statuen in den Läden, die verkauft werden. Die Leute werden fast drängt dazu, dass ich ja auch so etwas haben, oder? Alle anderen haben es auch. Oder auch wenn es um Unreinheit und Unzucht geht. Letztens ist einmal eine Dienstagsclub-Sendung gekommen. Ich habe es nicht geschaut, aber ich habe nur den Beschreibung gelesen. Ab wann wird Porno gefährlich für unsere Jungen? Ist immer gefährlich. Ist immer gefährlich. Wir merken, man versucht da einen Kompromiss zu machen. Oder? Und nicht mehr konsequent sein in diesen Sachen. Dabei heisst doch ganz klar, im 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also das Wort Gottes ist und bleibt die Wahrheit. Wir können uns und sollen uns danach ausrichten. Und ich möchte gar nicht darauf eingehen, gross, aber es ist halt leider auch so, dass auch unter vielen Theologen sehr viel Kompromiss heute möglich ist. Ich mag mich an eine andere Sendung erinnern, an einen Freitagabend, wo der damalige Kirchenratspräsident teilgenommen hat und es ist um Homosexualität gegangen. Und ich möchte da ganz klar sagen, ich verurteile niemanden, der so empfindet. Aber wenn er sagt, an einem Radio, oder was ist ein Fernsehjournalist, der sich ganz klar zur Homosexualität bekennt, wenn du mal deinen Mann heiraten willst, dann komm zu mir. Ich tue dich dann schon trauen und dir das Segen Gottes zusprechen. Und das sagt ein Theologe, ein Pfarrer. Da ist irgendwie bei mir eine Grenze überschritten. Das nenne ich Besserwisserei. Sich über Gottes Wort stellen, über dem, was Jesus will.
Bei der Isabel nennt sich das die Tiefen des Satans erkennen. Wie weit können wir gehen und Kompromisse eingehen, bevor es dann gefährlich wird. Aber wir können mit dem Teufel keinen Kompromiss eingehen. Das geht einfach nicht. Die Gemeindeleiter in Thyatira sind sich dieser Gefahr scheinbar nicht wirklich bewusst gewesen und haben ihr nicht Einhalt geboten. Und darum hat Jesus eingreifen. Wir können nicht leicht sein in dieser Welt, wenn wir Kompromiss machen mit Satan. Egal auf welcher Ebene das ist, oder? Ob es nur ein bisschen ist oder viel. Es geht nicht, funktioniert nicht. Das Sendschreiben fährt an und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ein ähnliches Bild lesen wir im Prophet Daniel. Dort heißt es ganz ähnlich, einzig bei den Füßen heißt es wie der Anblick von glatter Bronze und da verschimmerndem Erz. In beiden Beschreibungen geht es nicht unbedingt jetzt um das Aussehen, sondern wer ist das? Der Jesus. Jemand, der unbestechlich ist. Seine Augen erkennen alles, oder? Auch die tiefsten Herzensgründe erkennt er. Wir müssen ihm nichts vormachen. Das ist auf der einen Seite vielleicht etwas, wo man erschrecken darüber. Auf der anderen Seite auch etwas Ermutigendes. Ich kann von Jesus ehrlich sein, wenn ich ein Problem habe auf einem Gebiet, oder? Ich kann ganz ehrlich sein und ihm das sagen. Er weiß, wie damit umzugehen und wie mir zu helfen ist. Wir wissen, dass in der Bibel, wegen diesen Augen wie Feuerflammen, Feuer sehr ambivalent vorkommt. Manchmal als Theophanie, also Gotteserscheinung, zum Beispiel bei der Wüstenwanderung, wo Gott dem Volk Nacht in einer Feuersäule vorausgegangen ist. Oder beim brennenden Busch, beim Mose, oder? Manchmal als ein Zeichen von Gericht, Sodom und Gomorra, Schwefel und Feuer. Manchmal kommt es bei Opferungen vor, denken wir an Elia auf dem Berg oben dort, wo es darum gegangen ist, dass Gott sein Opfer anerkennt und Feuer vom Himmel gefallen ist. Manchmal metaphorisch, das heisst, es steht für etwas ganz Spezielles. Zum Beispiel Jesaja 23, 29, wo es heisst, ist mein Wort nicht wie ein brennendes Feuer? Das Feuer brennt ja, ist logisch, oder? Seine Füße gehen in die gleiche Richtung, sie symbolisieren das gerechte Urteil von Jesus über seine Gemeinde. Und trotzdem möchte ich es nochmal sagen, was ich schon mal gesagt habe, ich habe das ein bisschen vorausgenommen. Er richtet und schafft damit Raum zur Buße. Wenn wir Buße tun, anerkennen, dass Wahrheit Wahrheit ist, was er über unser Leben sagt, über unsere Gemeinde, über jedes Einzelne, dann ist Umkehr möglich. Dann werden wir einen gnädigen Gott erleben, der sich uns zuwendet, uns vergibt, uns aufhilft. Wenn wir uns abwenden, werden wir einen Gott erleben, der richtet, wie Isabel, der wirklich das Urteil fällt. Was löst das in uns aus? Ganz persönlich. Wenn wir an unsere eigenen Schwachheiten denken, an unsere eigenen Begrenzungen, an unsere eigenen Unmöglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel denke, dass ich manchmal nicht immer sehr liebevoll mit meiner Frau umgegangen bin. Und was auch immer. Man muss niemand dazu aufstehen und sagen, was das eigene Problem ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Zeiten, wo ich verzweifeln an mir. Weil ich merke, ich komme einfach da nicht vorwärts. Geht es da um solche Sachen? Nein, das Verzweifeln an mir treibt mich in die Abhängigkeit von Jesus. Dass ich zu ihm kommen kann und sagen, Herr, da bin ich wieder. Der Traugott, du weißt, ich brauche dich. Ich
braucht deine Gnade, deine Vergebung, deine Hilfe, deine Kraft, dass ich überwinden kann. Jesus kennt unsere Herzenshaltung. Es ist nicht das Gleiche wie jemand, wie die Säbel, der sich einfach über Gott erhoben hat und besser hat wissen als Gott selber. Wir wissen, dass das von Satan der Fall war. Er wollte sein wie Gott und hat sich damit über Gott stellen. Aber wenn wir eigene Schwachheit und zugestehen vor Gott und ehrlich sind ihm gegenüber, dann werden wir Gnade erleben. Dann werden wir Vergebung erleben. Dann werden wir erleben, dass er uns aufrichtet. Johannes ist wie tot zu Boden gefallen, weil er so verschrocken ist, als er Jesus gesehen hat. Vermutlich auch, weil er plötzlich sich seiner eigenen Schwachheit bewusst ist. Ich sage jetzt hier bewusst vermutlich, weil das heisst nicht wegen dem, oder? Aber es kann damit zu tun haben. Und dann ist Jesus zu ihm gegangen und hat seine Hand auf seine Schulter gesagt: Fürchte dich nicht, oder? Ich bin da, um dir beizustehen. Der Pfarrer Thomas Gerlach hat einmal geschrieben, der Mensch kommt erst zur Ruhe, wenn er diese Abhängigkeit von Jesus als eine gottgegebene annimmt und bejaht. Abhängigkeit gehört zum Geschöpfsein von Gott notwendig dazu. Es treibt mich immer wieder in die Abhängigkeit hinein, wenn ich meine eigene Schwachheit erkenne. Und wenn ich merke, oder wenn es passiert, dass ich irgendwie stolz und überheblich werde, dann weiss ich, irgendwann kommt der Fall kurz darauf wieder. Aber die Schwachheit erkennen und anerkennen, zugestehen, dass Jesus im Recht ist, auch in meinem Leben, treibt mich in die Abhängigkeit. Und weiter schreibt er dann, der gleiche Thomas Gerlach: Wer glaubt, nämlich an Jesus und sein Erlösungswerk, an Gottes Gnade, der bringt sich hinter dem Kreuz Christi in Deckung. Denn er, Jesus, hat uns damit einen Raum der Gnade eröffnet. Jesus hat ja nicht nur das Schlechte gesehen in dieser Gemeinde, er hat auch das Gute gesehen. Jesus sieht immer, was wirklich ist. Und er tut nicht einfach eins ausschalten und das andere betonen. Und so lesen wir über die Gemeinde: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst, Diakonie und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Jesus erwähnt also da ganz, Werke heisst da immer Diakonie im Ursprung. Er erwähnt da ganz klar, wie wichtig das ihm das ist, dass die Gemeinde die Werke tut von der Diakonie, die Werke am Menschen, der es nötig hat, der Hilfe braucht. Das ist das Wesensmerkmal von einer christlichen Gemeinde. Glauben an die Person Jesus Christus, also in dieser Beziehung leben zu ihm, aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit zu ihm, was er da hat, wie ich es am Anfang gesagt habe, und als Frucht davon noch die Werke tun, von der Liebe. Ich habe euch erzählt von Antiochia, Christen in Antiochia, die haben auch Diakonie gemacht, wenn sie Geld gesammelt haben, für die Geschwister in Jesus, in Jerusalem, die Not gelitten haben. Wir wissen aus der Apostelgeschichte 6, dass sie Diakonissen erwählt haben. Der Stephanus war einer, um den Dienst zu tun. Aber eben, es ist so, Glauben, Leben ohne Diakonie, ohne die Werke, das ist nicht möglich. Die Werke sind immer die Frucht vom Glauben, aus unserer Beziehung zu Jesus heraus. Das kann man nicht trennen voneinander. Jetzt ist mir da eine Seite zwischen ihnen, die ich eigentlich schon längstens durch habe. Entschuldigung, wieder mal das Geräusch. Ja. Jesus lobt also die Gemeinde aufgrund von ihrem Werk. Also nochmal, er sieht nicht nur das Schwierige und das Schlechte daran, sondern auch das Gute.
Übrigens, in keinem anderen Sendschreiben wird Werk so oft genannt wie da. Beim Epheserbrief, ich habe ja mal über das predigt, über den Epheserbrief, darum habe ich in dieser Reihe nicht drin, schreibt Jesus ja, dass sie die erste Liebe verloren haben, hat er ihnen vorgeworfen. Oder? Was meint er da damit? Das Werk an den Brüdern und Schwestern. Und wenn ihr im 25. Kapitel vom Matthäus-Evangelium leset, um was geht es dort? Wo Jesus sagt, trennt die Böcke von den Schafen mal in der Ewigkeit. Und dann sagt er ihnen, wo sie fragen, ja, wann haben wir das alles gemacht, was du jetzt aufgezählt hast? Alles, was er einem von diesen Geringsten da hat, das haben wir mir da. Also wenn er einen, der gefangen war, besucht hat, haben er mich besucht. Wenn er einen, der Hunger hat, zu essen gegeben, haben er mir da. Und so weiter. Also es ist ganz wichtig, dass man die zwei Sachen nicht trennen. Glaube und Diakonie. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. In diesem Vers aus dem Jakobusbrief haben wir eigentlich das ganze Sendschreiben drin, an Thyatira. Man soll sich nicht beschmutzen lassen vom gottlosen Treiben von dieser Welt. Und der Weise und der Witwe, das sind die, die meistens am stärksten zu kurz sind, beistehen tun. Jetzt vielleicht noch etwas zu dem Werk. Es kann ja eben auch falsch verstanden werden, dass man sagt, ich muss einfach einen Haufen machen, um bei Gott anzukommen. Wir werden allein durch den Glauben gerecht, das wissen wir, das muss ich euch nicht lang sagen, aber ich sage es nochmal. Werk und Glaube gehören zusammen, weil die Werke die Frucht sind aus dem Glauben heraus. Und jetzt sagt Jesus, das habe ich jetzt gerade vorhin gesagt, denen, die nicht der Isabel nachfolgen, ich will euch keine weitere Last auflegen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis dass ich wiederkomme. Ja, manchmal verlieren wir vielleicht ein bisschen Geduld. Schon zur Zeit, wo der Paulus noch gelebt hat und der Petrus, haben sie gehofft, dass Jesus wieder wird kommen. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass jemand denkt, hoffentlich kommt er noch nicht. Ist ja auch möglich, oder? Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir dranbleiben und wissen, Jesus wird kommen. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Es wird uns überraschen. Sind wir denn parat? Findet er uns in dem, was er uns beauftragt hat? Licht von der Welt sein? Oder eben in der Liebesbeziehung zu ihm unserem Glauben leben und den Ärmsten helfen unter den Geschwistern und natürlich auch den anderen? Wie findet er uns vor, wenn er kommt? Das ist die Frage, die wir uns stellen, auch heute Abend. Der Lohn, den er wird weitergeben, da möchte ich nicht groß darauf eingehen. Er sagt, wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker und er soll sie weiden mit einem eisernen Stab. Die Christen in Thyatira, die, wo Jesus wirklich ernstlich nachgefolgt sind, die haben ja erlebt, wie Macht missbraucht worden ist über ihrem eigenen Leben. Und Jesus kehrt das im 1000-jährigen Reich um. Jetzt plötzlich sind sie, die Macht haben über Völker. Wie denn das genau wird sein, da müssen wir uns keine grossen Gedanken machen. Jesus wird schon wissen, wie das wird sein. Und wie das dann soll umgesetzt werden. Zum Schluss. Eine gesunde Beziehung zu Jesus leben geht nur, wenn unser Glaube auf sein Wort basiert, auf der Wahrheit, wenn wir es nicht besser wissen, als das Wort uns lehrt. Geschieht nur, wenn
sie gelebt wird aus der Liebe heraus zu Jesus und geschieht nur, wenn sie Frucht trägt im Alltag, im Dienst am Mitmensch, Diakonie. In dem Sinne schließe ich heute Abend. Danke für eure Aufmerksamkeit.